Herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir begegnen jetzt unserer ersten Fraktion der Raider. Und im Laufe dieses ganzen Kladderadatschs, was wir da veranstalten, sehen wir dann weiter. Haben wir... irgendwas fehlt uns. Ich glaube die Brühen. Na? Das fehlt uns. Sehr gut. Hey, Wir schulden dir wohl alle was, weil du Coulter erledigt hast. Er war ein Idiot. Hat uns alle schlecht dastehen lassen. Hier, ein Clown, der in seinem kleinen Auto festsaß. Schätze, es ist eine Genugtuung zu wissen, dass er endlich bekommen hat, was er verdiente. Was hast du dabei gespürt? Was ging dir durch den Kopf, als du diesen menschlichen Müllhaufen erledigt hast? worüber habt ihr gesprochen, als ich reinkam? Nun, über dich, Overboss. Du bist eine unbekannte Größe. Wir wollen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wäre also toll, wenn du uns ein paar Fragen beantworten würdest. Ja. Was ging dir durch den Kopf, als du diesen Trottel erledigt hast? Langeweile. Genau wie bei diesem Gespräch. Hey, rede gefälligst nicht so mit Max. Ist schon gut, William. Wie dem auch sei. Gages Gesetz besagt, dass du der neue Overboss bist. Dann hoffen wir mal, dass du besser bist als der Letzte. Ich bin Max. Das ist mein Bruder William. Ist mir ein Vergnügen. Wir sind die Chefs dieser Bande, zusammen mit Lizzie. Wir nennen uns die Unternehmer. Du wirst schon bald feststellen, dass wir die Einzigen sind, die du hier unterstützen solltest. Denn nur wir sehen, was das hier wirklich für ein Ort ist. Ein Tempel, der für das Einzige steht, was in dieser Welt zählt. Geld verdienen? Ganz genau. Kronkorken. Dieser Ort wurde gebaut, um Trotteln Kronkorken aus der Tasche zu ziehen. Wir haben uns Gage und Coulter nur angeschlossen, um dieses Ziel zu erreichen. Allerdings mit etwas anderen Methoden, als die Gründer es beabsichtigt hatten. Stattdessen ließ Coulter uns fast ein Jahr lang rumsitzen und hat das Leben auf seiner verdammten Bergspitze genossen. Wenn du hier jetzt das Sagen hast, wollen wir von dir eine Zusicherung, dass du den Ort zu seiner wahren Bestimmung führen wirst. Und dass wir endlich wieder Leute überfallen, um ihnen ihr beschissenes Geld abzunehmen. Und ihr könnt mir bestimmt sagen, wieso ich ausgerechnet die Unternehmer unterstützen sollte, oder? Weil es bei uns diese ganze Scheiße nicht gibt. Meine Leute werden nicht von irrer Blutgier oder Tierinstinkten geleitet. Wir sind die einzigen Vernünftigen hier und würden wertvolle Verbündete abgeben, solange du mit dem Ort hier wieder Kronkorken verdienen willst. Wir möchten also wissen, wie dein Plan aussieht. Mein Ziel ist, mit diesem Ort so viel Geld wie möglich zu verdienen. Verdammt, wurde ja auch Zeit. Ich freue mich schon auf deine Umsetzung. Du bist im Parler immer willkommen. Fühl dich ganz wie zu Hause. Und wenn du Lust hast, ein paar Jobs für uns zu erledigen, red einfach mit mir. Wir warten so lange darauf, bis dieser Ort wieder für das genutzt wird, für das er sich am besten eignet. Das wird ein langes Let's Play, das habe ich jetzt schon gesehen. Wir sollten uns einmal ausrahmen, bin ich drauf gekommen. Okay. Wir werden jetzt einfach einmal so mir nix, dir nix durchlaufen. Der einzige, der jetzt später dann keine Freude mit uns haben wird, ist der Preston. Das kann ich dir jetzt schon verraten. Psycho jetzt. Jo, Prestonius wird kein Freudius mit uns haben, das kann ich jetzt schon verraten. So, aber das ist egal. Wir bauen ja erst auf den ganzen Schaß auf.
So. Ah, warte mal. Da haben wir nichts. Ah, das ist ein Overboss, beraubt seine eigenen Leute beim Fressen, gell? Scheiß mir. Buah. Widerlich. Ah, wer ist sie? Ist sie die? Wenn man hier nachts so rumspaziert. Selbst ohne die Leichen ist es schwer zu glauben, dass man hier mal Kinder reingelassen hat. Hey, Lizzie. Ich frage mich, wie sehr Gage bei seinem Plan, Coulter zu ersetzen, daran gedacht hat, dass die Bosse sich nicht auch noch seinen Kopf holen. Hier wurde so viel Geld ausgegeben, nur um Softdrinks zu verkaufen. Traurig, oder? Wieso? Das hier ist Test 8 der Überzeugungsformel. Unser Subjekt hier... Wie war nochmal der Name? Fick dich, Lissy! Wenn meine Crew davon erfährt, machen sie einen Mantel aus deiner Haut. Okay, nennen wir dich einfach 8. 8, würdest du bitte aufhören zu reden? Was zur Hölle? Wie man sieht, ist 8 im Moment nicht empfänglich für meine Vorschläge. Setzen wir also die Formel ein. Schon immer ein bisschen heftig. Aber Max und William gefällt es. Und da bin ich wohl überstimmt. Was? Was zum... Hey! Selber hey. 8. Wie fühlst du dich gerade? Okay. Gut, würde ich sagen. Ausgezeichnet. Max So, hat schon immer ich löse jetzt die Potenzial in Fesseln diesem an deinem Arm, 8. Und sie führt uns gut. Okay. Und jetzt will ich, dass du dich selbst schlägst, 8. Ich wollte auch Mich mal versuchen, ob ich selbst die schlagen? Feuerprobe bestehe. Aber das ist jetzt Zeitverschwendung. Bitte. Ich kann niemand mehr toppen. Und nochmal bitte. Fester dieses Mal. Nie verstanden, was Coulter mit 3 Banden in Nuka World wollte. Er hatte doch uns. Perfekt. Mehr braucht Danke, man 8. Du kannst jetzt aufhören. Wir dürfen den anderen Danke. Banden nichts tun. Es ist aber nicht verboten, sie dazu zu bringen, sich was zu tun. Aber gerne, 8. Ich werde jetzt deinen anderen Arm losbinden. Wenn du jetzt bitte... Oh. 8! Was machst du? Bist du wirklich so blöd? Hast du etwa gedacht, die Scheiße würde bei mir funktionieren? Ich werde dir dein... Danke, William. Ich brauche jetzt eine kurze Pause, bevor du Nummer 9 reinbringst. In den Rücken zu schießen. Da bist du uns wohl einfach zuvor gekommen. Interessant, so arbeiten die Unternehmer. Mehr Stunde hingekriegt. Gut, ab zur Du nächsten musst Truppe. Max, William und Lizzie nur zuhören. Dann weißt du, dass die nicht hier reingeboren wurden. Trotzdem sind sie wie geschaffen dafür. Wow. Und gleich noch einmal. Komm. Na, das wird noch eine Gaudi werden, das sage ich dir jetzt schon. Aber wir haben ja noch so viel zu tun, es ist ja nicht einmal das Max und William lassen mich Gäste normalerweise abtasten. Aber du kriegst eine Sonderbehandlung. Ach, dass es sowas gibt. So. Wo sind die anderen 2 Fraktionen? Rudel und Jünger. Alles verkleidete Amateure. Genau, Rudel und Jünger. Warte mal, wir müssen ja da immer wieder im Mist ausschauen.
Willkommen im Nest, Boss. Wir haben uns schon gefragt, wann du vorbeikommst. Dann hinein ins Amphitheater. Dann gehen wir uns gleich mal dieses Theater. Ach du Scheiße. Mason hat die letzten Alpha-Tiere teeren und federn lassen. Jetzt sind sie weg. Aber frag lieber nicht, was aus ihnen geworden ist. Das Leben ist zu kurz für Bullshit. Feiere jeden Tag, als wär's dein letzter. Wer nicht herausragt, ist keinen Blick wert. Ach so. Das ist natürlich auch eine Idee. Ein Maulwurfsratte als Haustier. Hm? Hey, cool. Vorkriegsgeld. Das Rudel lässt die Sau raus. Man merkt's. Kannst du mal mit Max reden oder so? Du meintest, wir dürfen keinen von ihnen töten. Also, musstest du Schlange stehen, um mich sehen zu dürfen? nein. Ich bin einfach hierher gekommen. Genau. Die meisten kümmern sich um ihren Kram, ohne mir zu tun. Brauchst du Hilfe, um einen Platz hier zu finden? Nein. Nein, das geht schon. Es gibt jede Menge Halsband, falls du es nicht kennst. Und ehrlich gesagt, ich stehe auf das Setting, auf das Herunterkommen. Das gefällt mir voll, das hat was nicht. Wow. Naja, reden wir mal mit dem Mason. Bei genauerem Hinsehen weiß ich nicht, ob ich dir diese Overboss-Nummer abkaufe. Seid ihr ein Problem, das ich lösen muss? Schön langsam, Boss. Wir lernen uns gerade erst kennen. Ich bin Mason, der Alpha des Rudels. Die Gegend hier gehört uns. Du magst der Overboss sein, aber ich bin der Anführer des Rudels. Und werde es auch bleiben. Solange du das nicht vergisst, läuft alles bestens. Deine Leute werden mir keine Probleme bereiten, oder? Das Rudel tut, was ich sage. Solange du mir nicht dumm kommst, passiert dir nichts. Ich bin nicht auf der Suche nach Freunden, sondern nach Kronkorken. Wenn wir Kronkorken respektieren können, dann vielleicht auch einander. Pass auf, Coulter weint wirklich keiner eine Träne nach. Ich hätte nur gedacht, sein Ersatz wäre jemand anders. Aber Gage sagt, dass du jetzt der Boss bist. Dann bist du es eben. Du willst kein Overboss sein? Wenn ich wüsste, dass die anderen Banden dabei sind, würde ich sofort das Kommando übernehmen. Mache ich auch. Wenn sich rausstellt, dass du ein Vollidiot bist. Wenigstens ist es nicht Max Black oder die bekloppte Nisha. Und du kannst kaum schlechter als Coulter sein. Keine Sorge. Gage wusste, was er tat. Das können wir noch nicht sagen. Unwahrscheinlich, dass du noch schlechter als Coulter sein wirst. Versteh mich nicht falsch. Coulter war ein Overboss. Dem hat keiner widersprochen. Und zu Anfang lief alles gut. Richtig gut. Aber das war vor einem Jahr. Dann wurde Coulter weich. Wollte auskosten, was wir erreicht haben. Was wollt ihr dann? Kronkorken, Action, irgendwas. Nur nicht dumm rumsitzen, wie wir es das letzte Jahr gemacht haben. Ich glaube, ihr seid ein Haufen undankbarer Kinder. Vorsichtig, Boss. Nicht undankbar. Wir haben's satt. Klar, das hier ist besser als die Dreckslöcher da draußen. Aber die versprochenen Kronkorken gibt's hier nicht. Keiner ist zufrieden. Nicht mal die Jünger. Und die sind normalerweise fröhlich, solange sie im Blut warten können. Die Dinge gingen den Bach runter. Aber Gage hat das geändert.
Hat uns versammelt und versprochen, dass er jemanden findet, der Coulter erledigt. Was hat's denn wirklich mit Gage und Coulter auf sich? Hey, ich weiß nur, was ich gehört habe. Angeblich hat Gage Coulter überredet, Overboss zu werden. Und dich hat er auch dazu gebracht, oder? Vielleicht mag er es, wenn Leute ihm was schulden. So kann er Dinge erledigen, ohne sich die Hände schmutzig zu machen. Nachdem Coulter schwach wurde, versammelte uns Gage und versprach, jemanden zu organisieren, der Coulter erledigen würde. Und das hast du soeben getan. Vielleicht war das der Grund für die Feuerprobe. Ist die Geschichtsstunde vorbei? Ja, Boss. Wollte nur erzählen, warum wir alle so sauer sind. Pass auf, kommen wir zum Punkt. Wirst du das Rudel respektieren? Hab gehört, du sprichst auch mit anderen Banden. Sei ein gutes Hündchen und hol das Stöckchen. Sonst wirst du eingeschläfert. Was soll das jetzt, Boss? Nicht vor meinen Leuten, okay? Du hast auch ohne einen Machtkampf im Rudel genug, um das du dich kümmern musst. Weißt du was? Du und ich, wir unterscheiden uns nicht so sehr. Du sollst das hier haben. Nimm es als Zeichen unserer Übereinkunft und unseres Respekts. Erhöhter Schaden für jeden... Oh! Noch eine letzte Sache zum Schluss. Es gibt immer was zu tun, wenn du den Zoo auf Linie halten willst. Wenn du mal helfen kannst, komm vorbei. Treue ist keine Einbahnstraße. Nur ein Zweibahnweg. Mal das Licht auf dran. Hey, reden wir mal kurz über was Persönliches, ihr Arschlöcher. Wer auch immer die Granate in mein Lieblingsklo geworfen hat, wenn ich dich erwische, bist du tot. Aber vorher leidest du. Hier ist ein Song, den ich ganz alleine geschrieben habe. Ja, dann, Ein Original sozusagen. ja, dann kann der Song nicht gut sein. Na, ist der kalt? Brav. Jetzt müssen wir eigentlich nur mehr zu den Jüngern. Egal, wir werden uns da drin jetzt mal umschauen. Was ich mir erinnern kann, gibt es ja da genug zum Mitnehmen. Ja. Da gibt's so einiges. Keiner von uns ist traurig wegen Coulter. Aber vermassel das nicht. Weiß ich. Offen und ehrlich gesagt, im Moment plädiere ich zu den Unternehmer. Ich weiß aber nicht warum. Mal schauen, wie es sich ergibt. Bist du Schaf oder Wolf? Das Rudel nimmt nur Wölfe auf. Ach so. Geschmackig, das ist die Lebensmittelpaste. Bäh. Der Zoo macht viel Arbeit. Jeder trägt seinen Teil bei. Masons Terminal. Wenn du was fangen willst, musst du es auch jagen. Und da wir wieder beim Motor drucken, weil manches übersiehst du nicht so schnell, was da gibt. Können wir da was kochen? Ja.
Ah. Was gibt's da noch entlang, Abi? Lasst es uns herausfinden. Erinnerst du dich noch an die Unternehmerin, der ich eine Nasen-OP verpasst habe? Tja, er ist mit ein paar Kumpels aufgetaucht. Wollte mich fertig machen. Jetzt habe ich 3 tote Unternehmer in der Mülltonne. Du weißt schon, die, in die wir die Camps versteckt haben. Ich wollte sie nicht umbringen, aber wenn es 3 gegen 1 geht, muss man voll zu lang. Jetzt fangen sie an zu stinken. Besorg ein paar Leute, Metallsägen und Schaufeln. Wir treffen uns hier heute Nacht. Und vergiss verdammt nochmal nicht, das Band hier zu löschen. Tja, sie hat das Band aber nicht gelöscht. Sag du es, Mason. Ich hab dir doch gesagt, dass die blöde Kuh nur Stress bedeutet. Sie ist mit den ganzen Camps verschwunden. Dem gesamten Vorrat. Was sollen wir Mason sagen? Das war das letzte Mal, dass dein Pimmel mich in Schwierigkeiten gebracht hat. Du erzählst Mason, was passiert ist. Und erwähn bloß nicht meinen Namen. Wenn du morgen noch lebst, können wir vielleicht weiter Freunde bleiben.